Hallo zusammen, mein Name ist Dominik und zusammen mit Köln Tourismus möchte ich heute mit euch Mülheim entdecken. Wir stehen jetzt schon auf dem Katzenbuckel, einer kleinen Fußgängerbrücke, die diesen Namen hat wegen ihrer Form. Der Architekt dachte übrigens eher an einen Dinosaurier. Wir sind hier auf der Schelsig, der schlechten Rheinseite, haben hier aber über den Mülheimer Hafen einen wunderschönen Blick auf den Dom. Hätten wir in Mülheim im Mittelalter gefragt, wäre die Schelsig sicherlich auf der anderen Seite gewesen. Schelsig heißt wortwörtlich übersetzt übrigens die schielende Seite. Der Begriff geht angeblich zurück auf die Rheinschifffahrt, als die Schiffe noch mit Pferden rheinaufwärts gezogen wurden. Diese mussten, wenn sie die Sonne blendete, Scheuklappen tragen, die sie zum Schielen zwangen. Soweit die Kurzform, die aber sehr umstritten ist. Pferde gab es ja aber wirklich. Denn zu Beginn des 19. Jahrhunderts wurden hier die Straßenbahnen noch mit Pferden gezogen. Echte PS also. Dieses Gebäude hier war früher ein Pferdebahnhof. Erstmals erwähnt wurde Mülheim im 12. Jahrhundert. Damals war es noch ein kleines Fischerdörfchen mit kaum 300 Einwohnern und Teil des Bergischen Landes. Mülheim war stolz auf seine Eigenständigkeit. Sie basierte auf Ackerbau, Handel und Industrie. Der Mülheimia-Brunnen hier erinnert uns daran. Ungefähr 750 Jahre war Mülheim eigenständig und für das Bergische Land nicht unbedeutend. Es war ein wichtiger Marktort, eine wichtige Münzprägestätte war hier und es sollte natürlich auch geschützt werden. Ja, das wussten die Kölner zu verhindern, oftmals mit Gewalt. Spätestens der gewiefte Taktiker Adenauer sollte eine andere Lösung finden. Mülheim sollte Kölsch werden. Und um die Mülheimer zu überzeugen, versprachen die Kölner ihnen unter anderem den Bau einer festen Brücke über den Rhein. Das Ergebnis war die Mülheimer Brücke. Eingeweiht wurde sie 1929, da war es die längste Hängebrücke Europas. Eingeweiht hat sie übrigens unser damaliger Oberbürgermeister Konrad Adenauer. Und dem haben wir auch die Farbe zu verdanken, das Kölsche Brückengrün oder auch Adenauer Brückengrün genannt. Wer in Köln ein bisschen türkisches Flair schnuppern möchte, der kann das hier auf der Keupstraße tun. Hier finden wir vor allen Dingen authentische türkische Küche, Brautmodengeschäfte oder Juweliere. Für mich nicht scharf. Beim Falafel nur Tzatziki bitte. Nur Tzatziki bitte. Ja. Bitte schön. Teşekkür ederim. Gerne. Traurige Berühmtheit erlangte die Keupstraße im Jahre 2004. Da passierte hier der Nagelbombenanschlag der NSU. 10 Jahre später, im Jahre 2014, fand hier das erste Mal als Reaktion auf den Anschlag das Festival Birlikte statt, türkisch für Zusammenstehen. Man wollte ein Zeichen setzen für die deutsch-türkische Freundschaft. Gutes Essen gibt es in Mülheim, nicht nur im Bereich der Keupstraße. Und das muss auch nicht unbedingt türkisch sein. Wir sind hier an der Mülheimer Freiheit zwischen Rhein und Wiener Platz und ich stehe vor dem Café Jakubowski. Hier treffe ich mich jetzt mit dem Inhaber und er erzählt uns ein bisschen was über sein Café. Hallo Jens. Hallo Dominik, grüß dich. Du bist der Inhaber vom Café Jakubowski. Sag mal, was ist denn eure Spezialität? Spezialität im Jakubowski sind unsere selbstgebackenen Kuchen. Wir machen super Frühstück, einen super Mittagstisch. Man kann hier von morgens bis abends gut essen.
Dein Café heißt nun Jakubowski. Du heißt nicht Jakubowski. Wie kam es denn dazu? Damals, als meine Vorgängerin einen Namen suchte für den Laden, ist sie auf einen alten Bewohner des Hauses gestoßen. Der ist hier in dem Haus geboren. Das war einfach ein netter älterer Herr, der hier viele Anekdoten zum Haus erzählen konnte. Und ich habe den Namen gerne behalten, einfach weil das eine schöne Anekdote ist, dass hier an einen Bewohner erinnert wird, der keinen großen Namen hat letztendlich, aber hier zu Mülheim gehörte und ganz lange hier gelebt hat. Passt doch, finde ich, so ein bisschen zu dem ganzen Flair des Cafés. Ne? Ein Café, wo jeder mal reinkommen kann und eine gute Zeit haben kann. Genau, das ist unser Anspruch. Also im Moment backe ich sogar ganz selbst die Kuchen. Wir haben sonst auch eine Bäckerin und am Wochenende mache ich höchstpersönlich die Zimtschnecken. Das kann nämlich keiner so gut wie ich. Wir haben veganen Kuchen auch. Nachher backe ich noch einen glutenfreien Kuchen. Das wird auch immer mal nachgefragt. So haben wir eigentlich für alle was dabei. Der Herr Jakubowski würde staunen. Glutenfreier, veganer Kuchen. Ja. Ich rieche frisch gebackenen Kuchen, Genau. Und ich sehe Kunst an der Wand. Ja. Hat das auch was mit Mülheim zu tun? Ja, wir wollen hier natürlich auch Fläche bieten für Kunst, für Mülheimer Kunst. Im Moment hängen hier Bilder von Adi Topo. Die ist Kunsttherapeutin und Bühnenmalerin und die arbeitet auch hier bei uns nebenbei. Aber die Mülheimer Künstler sind auch gerne eingeladen, sich bei uns zu melden und hier auszustellen, wenn sie dann möchten. Das ist ein guter Tipp. Für alle Sinne etwas. Für die Nase, für den Gaumen, für die Augen. Diese Gebäudebrücke hinter mir ist ein Zugang zum Karlswerk. Und wo früher ein Pförtner saß und aufpasste, wer rein und raus kam, haben wir heute ein Bütchen. Irgendwie typisch Gölf. Das Karlswerk hier ist das ehemalige Produktionsgelände der Firma Felten und Guillaume. Das ganze Werksgelände erstreckte sich über eine Fläche von über 120.000 Quadratmetern und bot in Spitzenzeiten in den 60er Jahren bis zu 23.000 Menschen Arbeit. Produziert wurden hier Kabel- und Stahlseile, unter anderem für die Mülheimer Brücke und die Rodenkirchener Brücke und auch für unsere Rheinseilbahn. Aber auch so filigrane Sachen wie Klaviersaiten. Industrie gibt es hier schon lange nicht mehr. Stattdessen wird das Gelände genutzt, zum Beispiel für Kultur. Das Schauspiel Köln hat hier eine Bühne oder Medienproduktionsfirmen arbeiten hier. Und natürlich darf die Gastronomie nicht fehlen. Die Zeit kann man sich hier auf sehr vielfältige Art und Weise vertreiben. Hinter mir ist das E-Werk. Früher wurde hier Strom produziert. Das passierte schon lange nicht mehr. Aber elektrisiert werden die Menschen hier irgendwie immer noch. Wie genau das passiert, das erzählt uns jetzt der Chef des E-Werks, Bernd Odenthal. Hallo, Hallo, hi. geh mal rein. Machen wir. Wir haben im Wesentlichen Konzerte im üblichen Mainstream, Pop, Rock-Bereich. Auch die moderneren Sachen finden hier statt. Aber wir haben auch viele Firmen-Events. Und wenn die Halle rappelvoll ist, wie viele Menschen haben wir dann hier? Also bei einem Konzert sind hier bis zu 2000 Leute drin. Ja. Und bei der Stunksitzung sind es um die 1000 etwa. Was war denn dein Highlight hier? Ja, Highlights gab es natürlich jede Menge. Allein zum Start hatten wir Lenny Kravitz, also im Palladium damals. Ne? Und hier im E-Werk war mehrfach Coldplay, natürlich im Palladium und auch hier mehrfach BAP. Die Konzerte habe ich natürlich immer geliebt, weil da konnte ich die Jungs noch mal aus der nächsten Nähe betrachten und auch hat man tagsüber ja dann mit denen zu tun, wenn sie dann da sind. Das war auch immer ganz nett und lustig. So, und hier war früher eine große Öffnung drin. Ja. Im Boden, weil die haben hier Ketten geschmiedet. Das hieß mal später Kettenfabrik. Das ist ja schon seit den 30er Jahren kein E-Werk mehr. Ja. Und hier wurden Ketten in heißem Öl gestellt, also hart gemacht, dass die mehr aushalten, dass die höhere Belastung haben. Viel von dieser alten Produktionsstätte ist ja so nicht mehr zu erkennen. Ja? Auch kann man nicht sagen. Da ist der alte Kran noch, der war so da. Okay. Ne? Wir haben damals die ganzen Laufräder in Handarbeit nacharbeiten lassen. Der fährt auch wieder, dieser Kran. Man kann wunderbar Licht von da oben machen oder man kann was dranhängen, hier rüberfahren. Die
Die Schanzenstraße, wenn es dann wieder losgeht, da werden sich vermutlich wieder lange Schlangen vor den Toren bilden. Das wollen wir doch hoffen. Das wollen wir so alle muss hoffen. es sein. Wo früher im Zweiten Weltkrieg die Menschen Schutz vor den Bomben suchten, findet heute Kultur statt. Im Kulturbunker in Mülheim. Die meisten von uns denken bei einem Bunker wahrscheinlich an etwas, was unter der Erde liegt. Hier haben wir einen Hochbunker und deswegen sieht er auch so aus wie ein Wohngebäude. Er sollte getarnt sein vor den Luftangriffen. Hinter den massiven Mauern werden heute Partys gefeiert, Kunstausstellungen finden statt, Karnevalssitzungen finden statt, eine Event-Location, wo für jeden was dabei ist. Spaziert doch mal durch Mülheim und lasst euch überraschen. Ob nette Cafés, interessante Architektur oder eben Street Art. Dieses Kunstwerk schuf der ägyptische Künstler Ammar Abu Bakr im Jahre 2015. Er folgte einer Einladung zum City League Festival hier in Köln. Kunstvoll gestaltete Hausfassaden finden wir hier in Köln häufig. Im Rahmen des City Leagues Festival kommen regelmäßig internationale Künstler, um sich hier in Köln zu verewigen. Mülheim ist ständig in Bewegung. Zum Beispiel hier in diesem kleinen Park am Bürgerzentrum Mütze. Hier kann man Street Art von Kölner Künstlern entdecken. Und ich möchte wetten, wenn ich das nächste Mal hier bin, hat sich wieder was verändert. Jedes Jahr an Fronleichnam findet hier die Mülheimer Gotteskraft statt. Der Hintergrund ist eine kleine Geschichte, die mit der Kirche St. Clemens hinter mir zu tun hat. Hier soll im Mittelalter ein Dieb versucht haben, den Kirchenschatz zu stehlen. Das gelang ihm auch zunächst und er wollte entkommen über den Rhein. Doch wie durch ein Wunder blieb er mitten auf dem Rhein stehen. Deshalb gelang es den Mülheimern, den Kirchenschatz zurück nach St. Clemens zu bringen. Und seither, jedes Jahr an Fronleichnam, wird hier die Prozession gefeiert. Ein Düsseldorfer in Köln? Die verbotene Stadt? Wie kommt das denn? Na gut, damals war Mülheim ja noch kein Teil Köln, sondern Teil des Bergischen Landes. Hier ist das Mülheimer Wappen und hier haben wir den Bergischen Löwen, das weist darauf hin. Und der Jan Wellem, das war ein Landesherr hier in Mülheim und er holte die Kölner Protestanten nach Mülheim. Er bot ihnen hier bessere Bedingungen, als sie in Köln vorfanden. Und aus Dankbarkeit stiftete einer, André war sein Name, dieses Denkmal. Aber mussten die Mülheimer ihn sofort zum König machen? Naja, ein richtiger König war er ja gar nicht. Er hat hier an einem Schützenfest teilgenommen und hat gewonnen. Er war also Schützenkönig. Mülheim ist also immer für eine Überraschung gut und erzählt ist noch lange nicht alles. Vielleicht habt ihr ja selbst mal Lust auf eine kleine Entdeckungsreise hier durch Mülheim. Vielleicht auch mit uns im Rahmen einer Stadtführung. Uns wird's freuen.